Salut miteinander, Mr. J am Mike, heute mit einem Dual Commentary und zwar mit dem X-Ronix Giant for the Crown Crew. Tipptopp, wir stellen euch kurz noch schnell vorstellen, für die uns noch nicht kennen, was wir genau machen und ja, was für Videos wir eigentlich auf unserem Kanal haben. Giant, fangst du gerade mal an? Ja, ich fange gerade direkt an. In meinem Leben heisse ich Lucien, Gamertag X-Ronix Giant. Ich bin bei der Crown Crew, ja. Ich bin vom Wallis, also ja, aber ein Walliser, kein Deutschschweizer. Ich bin Walliser Kommentator, in dem Fall mache ich halt Commentaries auf meinem Kanal. Ich habe momentan eigentlich nur Black Ops 2 und ein Sienta, wenn es ganz schlecht geht, habe ich so eine Serie, Let's Rotting Controller, kennst du das? Ja, sicher, habe ich schon oft gesehen, es war mehr als ein Controller gewesen, oder? Ja, der Chrome und der Silbrige da. Ja, eins habe ich einfach gelöscht. Ah nein, sind nur beide Briefe. Aber ja, wie gesagt, kannst du dich gerade nur schnell vorstellen? Ja, wir heißen Just Two, sind eigentlich zwei Leute, zwei beste Kollegen, die Gameplays und Commentaries über Black Ops 2 machen. Jetzt haben wir gerade auch noch 1-2 Serien, was ist ein Let's Play von Hitman und The Walking Dead. Aber wir basieren eher mehr auf Black Ops 2 Commentaries, Montagen. Und ja, am besten schaut ihr bei uns einfach vorbei und natürlich auch beim Giant, ja. Ja, und gerade noch ganz schnell, dass ihr das gerade wisst, bei mir auf meinem Kanal läuft Gameplay von Just 2, also vom Rufus, gell? Genau. Und auf Just 2 Kanal läuft einfach mein Gameplay, he? Aber mit dem gleichen Commentary, gut. Genau, also nur schnell nebenbei. Vom Rufus ist einfach sein zweiter Account, Swiss Death Code. Und ja, wolltest du sonst noch schnell etwas zu dem Gameplay sagen? Ja, also ich weiss, es ist eine Herrschaft auf Standoff, ich weiss gar nicht mehr, mit der MP7. Genau. Und ja, ist eigentlich ein schönes Gameplay, sage ich mal. Und auch es ist, was, auch Black Ops 2? Genau, also wir haben auf Slums mit der SMR eben vom Swiss Death Code. Ja, wie ihr seht, im Hintergrund laufen, ist glaube ich tipptopp. Ja, ich habe da ein paar Fragen an Giant. Und zwar eben Crown Crew. Jedes Mal, wenn ich in die Lobby gehe, PS3, dann sehe ich etwa 100 Millionen Köpfe von euch. Wie viele Leute sind ihr eigentlich? Nimmt vielleicht die Leute noch Wunder, wenn sie oft Crown Crew sehen. Wie viele Leute sind ihr? Ja, ich habe ja vorher aber gerade anschauen, gell? Und Xbox sie war 39, habe ich gezählt, PC 25 und PS3 29. Wie ist einer, aber es gibt Doppelbesetzungen, also zum Beispiel der Colossus spielt ja PC und Xbox, gell? Mhm. Da gibt es also mit der Blizzard spielt ja PS3 und Xbox und der Robi ist ja im PS3, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und spielt Wii, oder ist es ein PC, weißt du, also so Doppelbesetzungen gibt es einfach auch, gell? Okay, ja. Also ich habe jetzt einfach jeden einzelnen Gamer-Tag gezählt, im Gesamten sind wir so etwas weniger, aber 100. Also ja. Okay, Schön. und nur alles Schweizer, oder haben ihr auch Deutsche oder Österreicher? Also, ich weiss, von Xbox sind wir nur Schweizer. Aber wir spielen natürlich auch so mit, aber Deutsch, nicht gerade Deutschschweizer, aber auch mit Deutsch oder so, weißt du? Also, weißt du? Ja. Kein Problem. Okay, und du spielst hauptsächlich nur Xbox? Also ja, ich spiele nur Xbox mehr. Vorher habe ich einmal PC gespielt, aber wegen diversen Gründen habe ich aufgehört. Okay, ja. Wenn wir nicht weiter darauf eingehen. Nein. Ja, ich weiss nicht, hast du mal gehört von der, sage ich mal in Anführungs- und Schlusszeichen Gamescom? Und zwar ist das der CSS Gaming 1, wo so eine Art Gruppentreffen machen von 500 bis 1000 Leuten. Schon mal etwas gehört davon? Also eigentlich bis jetzt noch nicht, gestern hast du mir ja gerade kurz erzählt, gell? Ja, ganz kurz, ja. Ja, und aber kannst du das gerade eigentlich den Zuschauern auch noch mal schnell erklären und dann gebe ich meinen Senf gerade noch mal dazu. Ja, sicher. Okay. Und ja, um was geht es eigentlich? Der CSS Gaming 1, wo so eine Art, ja, ich sag's halt in Anführungs- und Schlusszeichen Gamescom machen, nicht so wie in Köln. Er wollte eigentlich einen riesen Saal mieten, so wie ich es gehört habe, ein paar Bildschirme aufstellen, PS3, Xbox, dass sich die Leute treffen können, ein bisschen zocken miteinander. Also es geht schon eher auch Richtung LAN-Party. Und das, was ich recht interessant gefunden habe, er will so eine Art YouTube-Ecke machen, sage ich mal. Und dass sich all die höheren, also grösseren YouTube-Kommentatoren können treffen und natürlich auch die Abonnenten können kommen und mal Gesichter hinter den, sage ich mal, Kommentatoren sehen und wir natürlich auch Gesichter hinter den Abonnenten. Ja, und dafür kann ich gerade noch schnell etwas erwähnen. Ihr wisst, ist in Crown Crew das sehr schweres Treffen zu machen.
Es geht nicht alle, das kann man logisch verstehen. Aber diese Art Gamescom, da wird sicher fast jeder wollen gehen, weißt du, was ich meine? Und da könnte man vielleicht um Klites den Vorschlag machen, wann das würde sein. Du hast ja gesagt, das wird wahrscheinlich im 2014 sein, oder wenn? Genau, ja, 2014. Ja, aber und dann könnte man Chris den Vorschlag machen, der wird eh da sein, denke ich einmal. Aber da, die da sind, auch am besten das Crown Crew Trikot anlegen. Ich habe ja auch eins wegen dem und dann könnte man sich schon treffen und mit den Abonnenten ein bisschen chillen, zocken. Ich meine, wir Xbox spielen, vielleicht mal auf gute PCs zocken, nicht so wie mein Viertel-Laptop. Weißt du, was ich meine? Ja. Oder aber mal die PS3-Jungs Xbox zocken oder ich mal mit auch, weißt du, so Sachen. Neues probieren. Ja, ist sicher mal eine coole Sache, fördert sicher, sage ich jetzt mal, die Schweizer Community auf eine andere Art. Weil jetzt hört man sich eigentlich nur verbal und dann sieht man sich mal. Und ja, vielleicht noch so nebenbei. Ich tue noch die Beschreibung vom CSS Gaming 1 tue ich nachher noch unten rein, unter dem Video. Dann könnt ihr gerade mal selber hören gehen und dort werden dann sicher mal die neuesten Informationen kommen von ihm. Und ja, mal, das wäre mal etwas so zu der Gamescom. Jetzt natürlich die brennende Frage, die halt immer wieder funktioniert, oder bei einem Duel. Was haben wir heute? 22. Januar, am 11., wenn es mich nicht täuscht, 11. November ist Black Ops 2 rausgekommen. Ja. Und was ist deine Meinung zwischen MW3 und Black Ops 2? Also ja, du kannst ja anfangen, aber die Zuschauer wahrscheinlich noch nicht. Ich habe gesagt, von MW3 zu Black Ops 2 ist so, mir geht's, ich rede jetzt mal nur über das Aufregen. Ich habe nur über das Aufregen reden. Also es ist so, jetzt sind 3 Monate bei Black Ops 2, man regt sich schon auf wie ein Sau, gell? Ich sage uns jetzt extra nochmal, man kann den Controller nehmen, an die Wand schießen, drauf schießen, abfackeln, dort ist ich das. Ein kleines hat das BLT genommen und das zerschlagen, schöne Sache, sage ich dem, gell? Und bei MW3 habe ich mich erst so gegen den Schluss aufgeregt, also so, ich habe gerade einen Monat 2 vor dem Black Ops 2, weißt du? Aber in diesen 2 Monaten hat man den Black Ops gesucht, einfach, weißt du? Was Ja. ist dann der Grund, wieso jetzt bei Black Ops 2 mehr Ausraster rum sind als bei MW3? Also eins ist bei mir, auf der Konsole ist ja sowieso ja nicht gewohnt, die Hacks und so, weißt du. Und da hat ja einer der Kinomodus Glitch gemacht, Prestige Glitch, sorry. Gell? Er hat ja dann noch auch für PS3. Genau, ja. Ja, und das hat mir eigentlich aufgeregt, jetzt hat das alles versaut, der ganze Kinomodus, gute Gameplays gehen da kaputt, weißt du. Also das Problem mit dem Kinomodus haben wir bei der Xbox noch in dem Fall? Ja, also letztes Mal nicht nur noch gehabt. Ich hoffe, jetzt ist es besser, weil ich werde aber nachher noch ein bisschen spielen und ich muss sagen, ich habe letztes Mal mein erstes Gameplay am Morgen früh gemacht und das 55:3. Ich meine, ich bin wie ein Keks vor meinem Kasten gucken, weißt du? Ja. Ich direkt wegen Speicher, steht da Fehler, gell, dann bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Ja gut, aber eben, da könnte ja eigentlich der Entwickler nicht gerade viel dafür, ausser natürlich mal vielleicht eine Beta-Version rausgeben, damit sie die Fehler vielleicht früher herausfinden. Ja. Aber das ist ja das Thema Nummer 1 immer bei den CODs. Aber das ist die Community eigentlich gerade, also sage ich mal, Call of Duty Community ist da einfach selber schuld, weil sie vermasselt sich das Game einfach selber. Aber Ja. ja, ich bin eigentlich gleicher Meinung. Das MW3 ist wirklich gegen den Schluss, wo das Spawn-Trapping, die Glitches, Bugs und weiss nicht was. Und natürlich die ganzen Moab-Campers, das ist so das Nummer 1 gewesen. Ja, oder wo da der Modus 1 gegen 1 ist, wo man schön kann boosten. Ja. Weißt? Aber ich habe das extra mal ausprobiert mit dem Kollegen. Extra schauen, gell? Er ist ein komischer Modus, gell? Abschluss bestätigt 1 gegen 1. Ja. Wir haben ein paar über 500 Kills gemacht. Das hat dann gar nicht dazu gezählt, gell? Aber wenn du normale Scores machst, das zählt dann schon dazu. Ich finde das ein bisschen komisch. Okay. Ich will nicht sagen, ich bin Booster, ich habe mir das ehrlich gespielt. Ich habe das im 10. Prestige gemacht. Ich bin nicht weitergegangen. Habe das extra ausprobieren, weißt du? Also die Kills zählt einfach nicht dazu. Ob es jetzt das Level dazu zählt, weiß ich nicht, weißt du? Also der Score. Okay, wäre vielleicht eine Sache mal zum Ausprobieren, was es genau macht für halt die noch MW3 spielen. Ja. Könnte man eigentlich mal schauen. Ja, ich glaube, wir kommen langsam schon zum Schluss. Ja, es ist bald um. Ja, die Zeit läuft und tickt davon. Ja, Giant, willst du dich schnell noch verabschieden?
Ja, ist gut. Ich bedanke mich bei dir, dass ich mein Gameplay bei dir kann zeigen kann. Ist ein Dual bei dir und bei mir wird aufgeschaltet. Und ja, bei meinen Zuschauern, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Giant. Ja, wir bedanken uns auch ganz herzlich, natürlich immer im Namen von Rufus und von mir. Wenn ihr Duels machen auf unserem Kanal, schreibt uns, wir sind für das gerne offen. Und ja, wir bedanken uns und wünschen euch natürlich einen schönen Abend. Schönen Peace und out.